Die 3 Könige. Der Miku, der Knecht von Bühlers, ist am 10 vor 6 ging noch im Sterne gehockt, obwohl er gewusst hatte, dass man etwa am 6 zu Nacht essen. Und dass es am heiligen Abend etwas Gutes gegeben hat, hat er auch dürfen wissen. Es war einmal in den letzten 27 Jahren noch nie anders bei Bühlers. «Hedi, bring uns noch 2 Betzi», hat er gerufen. Er war nämlich nicht allein, der Miku. Der Franz, sein Bruder, ist bei ihm gehockt. Der Franz. Mehr als 30 Jahre lang hat ihn der Miku nicht mehr gesehen. Seit er ins Wäldchen ist nicht mehr. Er hat in einer Gärtnerei gearbeitet, in Montreux. Nachher war er Melcher im Friburgischen. Hedi hat die 2 Schnaps gebracht und Gesundheit gesagt. «Ich weiss nicht, wo ich her sollte», hat der Franz brümmelt. Der Miku hat das Schnapsgläschen zwischen seinen dicken Fingern genommen und gesagt, «Kannst du zu mir kommen? Ich habe 2 Nester im Zimmer.» Am Franz sein Bauer hat die Bauerei aufgegeben und den Hof verkauft. Jetzt hat der Franz kein Zuhause mehr gehabt und ist in die Welt rausgezogen, für etwas Neues zu suchen. Und ganz zufällig haben sich die beiden Brüder am heiligen Abend im Stern getroffen, haben sich zuerst nicht einmal gekannt, sind dann ins Gespräch gekommen zusammen und haben plötzlich gemerkt, dass sie Brüder seien. «Komm, sauf aus», hat der Miku gemahnt. «Am 6 essen wir. Sie nehmen es exakt meiner.» Als die 2 zusammen die Strasse aus sind, haben sie schon ein bisschen geschwankt. So Betzi in leeren Magen ist eben nicht besonders gut. Aber sie sind auch noch ganz gut bis unten an Stutz gekommen. Dort ist einer unter der Strassenlampe gestanden. «Guten Abend», hat er gesagt. «Könnte mir jemand sagen, wo ich Bühlers finde?» «Das könnte ich schon sagen», hat der Miku gemeint. «Was wollt ihr von Bühlers?» «Von Bühlers eigentlich nichts Apartiges», hat der Fremd gesagt und die 2 Männer gemustert. «Aber bei denen sind ein Knecht, der König Miku.» «Ja, präzise», hat der Miku gelacht. «Warum? Ist es etwa nicht gut mit dem?» «Wohl», hat der Fremd Gleitung gemacht. «Der ist schon recht. Er ist nur eben, der König Miku. Das wäre mein Brütsch.» So. Ein ganzes Rümmli ist still geblieben. Nachher hat der Miku leislich gesagt, «Dann wärst du der Rudi.» Der Rudi, eben der Freund, hat noch nicht ganz begriffen. «Ja, aber», hat er für gebröselt. «Ich bin der Miku und der da ist der Franz.» Das hat eine Begrüßung gegeben. Der Rüdu war der älteste von diesen 3 Königbuben. Er ist schon früh von fort daheim, zuerst ins Wäldchen und nachher auf Frankreich raus. Manches Jahr hat man nichts mehr gehört von ihm und einmal hat es sogar geheissen, er sei gestorben. Jetzt haben sie einander natürlich ausgefrögelt und da ist herausgekommen, dass der Rudi in Lyon in einer Fabrik gearbeitet hat. Jetzt haben sie die Fabrik zugemacht und er muss etwas Neues suchen. «Hey ja, woher hätte ich jetzt sollen? Da bist mir eben nur noch hier in den Sinn gekommen», hat der Rudi seinen Bericht geschlossen. «Sie ist recht», hat der Miku gemeint. «Wir stellen noch ein 3. Nest in mein Zimmer.» Und da hat es vom Kirchturm her halb geschlagen. «Jesses», ist der Miku aufgefahren. Und am 6 wollten wir essen. Geleitet sind die 3 Brüder König der Stütze aufgelaufen, gegen ein breites Bauernhaus zu. Der Miku ist als Erster zur Küchentür rein. «Endlich!» hat die Bäuerin gemacht. «Komm, hock zu, wir können essen.» Aber der Miku ist bei der Tür geblieben stehen. «Ich hätte da, es ist», hat er gestackelt. «Was gibt's?» hat der Bauer wissen. «Es ist so, meine beiden Brüder, der Franz und der Rudi, sie wären eben auch noch da.» «Was du nicht sagst, ich habe gar nicht gewusst, dass du noch Brüder hast.» «Ich habe es auch schon fast nicht mehr gewusst, bis hin», hat der Miku gelacht. «Sie sollen reinkommen», hat die Bäuerin gesagt und das Bätli geschickt noch 2 Teller holen. Nach dem Znacht sind sie beim Tannenbaum gehöckelt, die Bauernleute, der Miku und seine 2 Brüder. Die Kinder haben etwas auf der Blockflöte gespielt. «Da wären jetzt also unsere 3 Könige», hat der Bauer gemeint und die 3 Brüder auf dem Ruhebett angeschaut. «Ja», hat der Franz gesagt, und es war, wie wenn er auf das Stichwort gewartet hat. «Aber die 3 Könige haben doch dem Christkindli etwas mitgebracht.» Und er hat ein Maulörgeli zum Sack ausgezogen und angefangen zu spielen.
Stille Nacht, heilige Nacht. Alle haben mitgesungen. Darauf hat sich der Rudi auch nicht lumpen. Er hat ein langes welsches Weihnachtsgedicht aufgesagt und dazu Grimassen geschnitten, dass die Kinder vor Lachen fast Bauchweh bekommen haben. Als er fertig war, ist der Nico seine Handorgel reichen. Nachher hat er seine Brüder gefragt, «Könnt ihr das noch?» Und er hat Melodien spielen. Der Franz und der Rudi sind eingefallen und haben mit noch ganz schönen Stimmen ein Weihnachtslied von daheim gesungen. Es ist ein ganz gemütlicher, heiliger Abend geworden bei Bühlers. «Gerade wie alle daheim», hat der Franz gemeint. Wo die Kerzen abgebrannt waren, hat man ein drittes Bett in Mikos Zimmer gestellt und der Bauer hat gemeint, vorläufig sollen sie noch da bleiben, wir wollen dann später schauen, was sich jemand finde. Und so haben die 3 Könige nach manchem Jahr wieder einmal, wie daheim, in einem Zimmer am Weihnachtstag entgegengeschlafen.